So, ich gebe euch ein Update zu meinem Ziel, in Bitcoin zu akkumulieren das Jahr. Ja, es ist sehr unrealistisch. Ist mir aufgefallen. Ich habe es nachher durchgerechnet und so weiter. Ich habe jetzt fast 0,3 und ich muss noch 0,7 Bitcoin ansparen. Scheiße. Ich kann jetzt ein bisschen aggressiver kaufen, aber nicht so viel, so 3 Lappen. Das ist überhaupt nicht aggressiv eigentlich, aber ich habe vorher ganz wenig, weil er recht hoch war. Aber jetzt ist er momentan am 8.2. bei 71.000 $. Ist er jetzt. 71.000 $, aber das Problem ist, ich habe eine fette Rechnung bekommen, wie ich schon im letzten Video gesagt habe. Etwa 10.000 AV-Nachzahlungen, schönen Abend. Und ja, es hat mir einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber es motiviert, um noch mehr zu verdienen und ihn heimbringen. Und ja, sobald ich das abgezahlt habe, muss ich noch weiter meine Kosten senken. Ich habe zu viel. Ein Swisscom-Abo zahle ich wie 4 Lappen, 50 oder so im Monat. Weil ich das Handy abzahle und einen Beamer. Das ist so dumm eigentlich. Wenn man sich das Zeug kaufen, wenn man das Geld hat. Ich könnte es jetzt kaufen, ja, aber die Scheissrechnung zahlen. Aber das scheisst mich an irgendwie. Ich brauche noch ein bisschen Sicherheit. Weil ich könnte eigentlich schon reinhauen mit Bitcoin, aber ich glaube, es geht noch runter. Er war bei 60.000 vor etwa 2-3 Tagen in der Nacht. Er war bei 60.000 und dann merkst du eben schon einen Unterschied, wenn du kaufst. Aber da ich habe mir das als Ziel gesetzt, also ich muss es auch erreichen. Dann. Ich muss das Jahr in Bitcoin erreichen. Ich habe es gesagt, dann mache ich es auch. Scheißegal, klappt schon. Wir müssen ihn halt heimbringen. Jetzt 0,3 haben wir fast. Also ich habe es hier oben eingeblendet. Ich kann es hier mal einblenden. Ich habe auf 4 verschiedenen Konten habe ich Bitcoin. Und ich Vollidiot habe mal Bitcoin verkauft und in Algorand umgeswappt. Dann bin ich auch schön im Plus gewesen, etwa 8 oder 10.000 irgendwie. Aber natürlich habe ich gedacht, es geht noch weiter rauf und habe nicht verkauft. Und jetzt bin ich böse im Minus. Vielleicht 40% mit Algorand oder so. Ja, futzdumm. Aber dort habe ich das auch noch nicht wollen. Den ganzen Bitcoin haben. Keine Ahnung, ich habe gedacht, ich kann mehr Gewinn machen. Und ich habe gedacht, die Altcoins erreichen alle wieder ihr All-Time-High, was sie schon mal hatten. Aber dem ist leider nicht so. Was soll ich machen? Jetzt müssen wir halt nochmal 4 Jahre warten. 1 Jahr ist schon vorbei. Meiner Meinung nach ist die Altcoin-Season Bullrun eine kleine gewesen, halt im November, Dezember 24. Weil dort war alles schön oben. Dort hätte man verkaufen. Und jetzt habe ich zweimal den Fehler gemacht, nicht verkauft. Im 21. Und jetzt wieder im 24. Also ja, 21 und jetzt im 24. Und müssen wir halt jetzt noch mal warten. Bis nächstes oder übernächstes Jahr. Und dann, wenn es raufgeht und immer am Raufgehen ist, halt verkaufen. Scheißegal, ob es da noch mehr raufgeht. Besser hätte ich es dann verkauft, anstatt dass ich jetzt im Minus hocke. Weil ich habe etwa 140 Cages und jetzt ist es etwa 50.000 Stutz Portfoliowert, also auf meinem Konto kann eine andere. Ja. Hätte ich eigentlich schön können verkaufen. Hätte ich meine 100k gehabt, hätte. Habe ich dort schon gesagt, nachher wieder nicht gemacht. Ja. Beim 3. Mal klappt es dann. Ja. Dann müssen wir mal schauen miteinander. Es ist einfach nur zum Kotzen. Aber es kratzt mich gar nicht gross, eigentlich, weil das Cash ist eigentlich nicht verloren. Du musst einfach nur warten und hoffen, dass es wieder raufgeht. Das ist es. Das ist die Sache. So, ich bin mir eben am Überlegen, umschichten. Ich habe ja noch andere Coins. Und ich habe mir überlegt, so, was habe ich? Polygon, Dogecoin und so Zeug. Ich bin manchmal am Überlegen, die alle verkaufen. Außer die XRP nicht, Solana nicht, Ethereum nicht. Dass ich nur noch 4 habe und die anderen verkaufen. Und mit denen Bitcoin kaufen. Ich weiss nicht, ob das mehr Sinn würde machen. Schreibt es mal in die Kommentare rein. Ob ihr das würdet machen. Hey, der Hund die ganze Zeit um mich herum am Laufen. Weil dann, dort hätte ich sicher momentan einen Wert von etwa
20k oder so. Dann könnte ich schon einen grossen Sprung machen. Wenn nicht 30k sogar. Und dann könnten wir an dem Ziel schon ein bisschen näher kommen. Ja, ja. Mal, weil, wenn ich so ausrechne, ich glaube, ich müsste im Monat etwa 4k oder so im Bitcoin nicht tun. Es ist schon recht unrealistisch. Und so viel verdiene ich jetzt auch nicht. Jetzt momentan so 8k oder so. 8, 9k im Monat, ohne Abzug. Ja, ja. Aber eben, das ist, ich will euch hier auf dem Laufenden behalten. Für das mache ich das ja hier auf YouTube. Natürlich mache ich die Videos auch, um ins Zahlungsprogramm reinzukommen. Irgendwann die Aussichten, sensationell. Weil ich könnte auch einfach hier hängen, im Lauf, ohne mir das Handy in die Fresse reinheben. Aber ich habe es bei ein paar Deutschen gesehen, darum mache ich es genau das Gleiche. Und eben 0,3 habe ich jetzt. Ich hoffe, beim nächsten Video haben wir schon ein bisschen mehr. Aber ich bin nicht sicher, irgendwie. Habe ich etwas vergessen? Ah, das letzte Mal war 0,28 oder so, keine Ahnung. Eben, so hast du schon recht viel mehr, wenn es 71k ist. Aber ich hoffe, es könnte auch sein, dass der Bitcoin auf 50 oder 40k runtergeht. Und dann werden wir natürlich aggressiver nachkaufen. Also dann muss man aber auch Cash auf der Seite haben zum Nachkaufen. Aber wenn die ganze Zeit Rechnungen kommen, ist es noch recht schwierig. Das ist eben mein Problem. Die verfluchten Rechnungen. Eben, und nachher, wenn wir einen Bitcoin haben, was ist nachher? Was ist dann? Weißt du, was ich meine? Ehrlich gesagt, was bringt das? Aber es bringt Hoffnung, dass es irgendwann auf 1 Million aufgeht. Und ich dann immer mehr akkumulieren kann. Und wenn ich dann verrecke, irgendwann, dass meine Töchter genug Geld haben und können machen, was sie wollen. Weil ich habe jetzt in Dubai gesehen, wir sind alle broke. Hier in der Schweiz. Wir sind richtig broke. Die Leute sind richtig reich dort. Was für Wege. Die fahren mit dem Auto, mit ihrem Lambo oder Ferrari. Fahren jetzt vorne an. Beim Einkaufszentrum soll ich am Hochlaufen. Ich muss voll schnaufen. Fahren jetzt dort an und irgendjemand geht in ein Auto parkieren. Und ich Spaß mit dem Taxi gehen und schauen, welches Taxi günstiger ist. So meine 10, 20 Stutz sparen. Weißt du, was ich meine? Und das kann es natürlich effektiv nicht sein. Oder? Das kann es effektiv nicht sein. Ich brauche jetzt auch nicht den Luxus, da, so, dass ich ein Lambo fahren und so, das ist mir scheißegal. Aber das kannst du einkaufen. Im Migros oder Coop. Und du kannst einfach alles reinknallen. Aber es geht nur um Essen. Dass ich mein Rindsfilet kaufen kann, ohne dass ich muss jeden Rappen umtrüllen oder dass ich es überhaupt kaufen kann. Weil bei der Ernährung ist natürlich auch Gesundheit drin. Wenn du nur so billige Scheiß kaufst, so Fertigprodukte und so, das ist ja nicht gut für die Gesundheit. Und das andere kostet halt nur mal mehr. Bio oder sonst gute Qualität hat halt seinen Preis. Und auch, dass ich privat versichert sein kann. Dass wenn ich mal irgendwie krank werde, dass ich eine bessere Behandlung habe. Weil ich habe das gesehen, in der Reha-Klinik bin ich allgemein versichert gewesen und andere sind privat versichert gewesen. Und dort ist der Chefarzt, hat bei denen 3 Psyche gehabt, beim Aufenthalt. Und bei mir, wo jetzt allgemein versichert bin, nur 1 Besuch. Und bei mir ist dann irgend so ein stellvertretender Arzt gekommen, der keine Ahnung hat. Und das ist halt eine Geldsache. Spielt halt Geld auch bei der Gesundheit eine Rolle. Weil viele sagen immer, ja, Gesundheit ist wichtiger als Geld. Ja, es ist, ja, mit Geld kannst du halt auch deine Gesundheit verbessern. Also das ist möglich. Das heisst nicht, dass wenn ich jetzt Krebs bekomme und viel Geld habe, dass ich dann da irgendwie Chancen habe zum Überleben. Nein, aber
Nur schon, dass ich nicht überlegen muss, hey, muss ich jetzt zum Arzt gehen, sonst muss ich wieder zahlen. Dann kannst du einfach gehen, weißt du, was ich meine? Und eben, du hast eine bessere Behandlung, du kannst besser dich ernähren und so weiter. Du bist auch chilliger drauf, weil deine Rechnungen sind immer bezahlt. Du hast weniger Stress, weniger Cortisol und so weiter, wenn du Geld hast. Und darum machen wir das mit dem Bitcoin. Ich mache das viel zu spät, ja. Ich Idiot, aber ich will da euch motivieren, kauft einfach Bitcoin ab. Oder wenn es nicht Bitcoin aussieht, kauft einfach einen ETF, macht, kauft die ganze Zeit. Vor allem Leute, die 20 Jahre jünger sind als ich. Wenn ihr dann so alt sind wie ich, dann habt ihr einen Hype gebracht. Dann müsst ihr nicht wie ich jetzt da noch laufen und Video machen, damit ihr auf 4000 Stunden kommt, dass ihr dort noch ein paar 100 Stutz bekommt. Weißt du, was ich meine? Ich mache das jetzt wegen dem, ja. Da hat es Müsse. Ist gerade eine reingerannt. Schau mal. Da muss ich Junge schnaufen. Ja? Dann gehen jagen, ja? Und bringen ihn heim. Ja? Ja, es schmeckt. Chihuahuas fressen das doch. Ja, eben siehst du. Ohne uns, sie braucht auch Geld. Sie kann nicht selber jagen, sie ist zu fett erstens einmal. Verwöhnt. Und wenn man kein Geld hat, kann ich für sie kein Futter kaufen. Und wenn ich kein Futter kaufen kann, kann sie nicht selber jagen. Weil sie zu fett ist. Versteht ihr? Darum ist Geld halt leider wichtig. Leider. Leider. Ist nicht alles, aber es macht viel. Es denkt eben Stress, kann Gesundheit fördern und so weiter. Kann deine Lebensqualität extrem verbessern. Darum machen wir den ganzen Scheiß. Also, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn es dir gefallen hat, like das Video, kommentiere es. Ich glaube, du musst 7 Wörter benutzen. Das am Algo hilft. Das habe ich bei irgendwelchen anderen YouTuber gesehen. Aber scheißegal, wenn du es nicht kommentieren willst, scheiß drauf. Wenn du es nicht liken, scheiß drauf. Es bringt schon, wenn du bis dahin geschaut hast. Und das Mal haben wir das Wort Zahnstocher. Schreib das Wort Zahnstocher in die Kommentarspalte, falls du das Video bis dahin gesehen hast. Danke dir. Und ja, vergiss mir nicht zu folgen und aktiviere die Glocke, dann bekommst du immer eine Benachrichtigung über, wenn ich ein Video hochlade. Dankeschön und schönen Abend.